Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Ich beantworte eure Kommentare Video. Ja Leute, da ich ja in das Thema Nationalmannschaft so eingestiegen bin mit der Verpflichtung von Julian Nagelsmann, habe ich ja diese Reaction auf die Pressekonferenz gemacht. Ja, I don't know, ich weiß nicht, wie sie angekommen ist. Ich habe da klipp und klar meine Meinung gesagt, gerade auch in Bezug auf Verdienst. Habe ich ja jetzt gelesen, bin ich auch nicht alleine mit. Hat Philipp Lahm ja auch mal reingehauen in diese Kerbe. Finde es natürlich auch ein bisschen komisch, dass er da reinhaut jetzt, nachdem er nicht mehr aktiv ist. Und als Aktiver hat er die Prämien noch selber ausgehandelt als Kapitän. Ja, ich meine, ich finde es natürlich richtig, was er sagt, keine Frage. Aber jetzt im Nachhinein ist das natürlich auch schon ein bisschen komisch, sich da jetzt hinzustellen und dazu sagen, hätte man vielleicht mal sagen sollen, wo er noch aktiv war. Aber gut. Andere Geschichte. Ja, ich gehe jetzt hier mal auf eure Kommentare ein. Ich smash die mal durch. Wir gucken mal. Und ja, ich werde da natürlich dann jetzt nicht jede Pressekonferenz vom Spiel oder so da irgendwie reacten oder sowas. Aber ich denke, wenn so der Kader nominiert wird, werde ich da mal meine Meinung zu sagen. Zu den Nominierten und dann natürlich zu den Spielen, die kommen. Aber da werde ich das jetzt nicht so handhaben wie beim FC Bayern, dass ich dann noch auf die Pressekonferenz nach dem Spiel reacte und so weiter und so fort. Das wird nicht passieren. Ja, sollten da irgendwelche krassen Interviews kommen oder so, keine Ahnung, vielleicht gibt es da nochmal ein kleines Extra-Video mal. Dann so nach den Lehrgang immer, sie sind ja immer meistens so eine Woche mit 2 Spielen oder so. Kann man mal gucken, ob man da nochmal so eine kleine Zusammenfassung macht, aber ansonsten vom Umfang her wird sich das auf die Spiele konzentrieren. Ne? Gut, damit gehen wir mal rein. Es wird interessante Analyse zum DFB in Zukunft mit Julian. Ich freue mich auch drauf. Ja, ich bin gespannt, wie weit er da ein bisschen was umkrempeln wird. Das Schöne ist, für mich ist das ja, ich bin nicht vorbelastet. So wie vielleicht viele von euch, da ich seit Jahren kein Spiel gesehen habe der Nationalmannschaft. Bin selbst gar kein Bayern-Fan, schaue trotzdem fast jedes Video von dem Kanal an. Der Grund ist genau wegen dieser Direktheit, diese klaren Worte, musste oft lachen. Ehrlich, direkt alles, was keiner sich traut, wird hier gesagt. Dafür feiere ich das. Vielen lieben Dank. Ja, ist einfach meine Meinung. Und ja, auch meine Art und Weise. Gefällt nicht jedem, alles gut. Ich bin alt genug, um damit umzugehen. Habe ich im wahren Leben oft genug schon erlebt. Ja. Mir macht Spaß und ich finde es schön, dass ein paar Leute das feiern und alle anderen, ja, drauf geschissen. Ne? Ich verstehe ehrlicherweise nicht das Problem mit der Vertragslaufzeit. Das ist die perfekte Lösung für alle, insbesondere für Nagelsmann. Genau, wie du schreibst, insbesondere für Nagelsmann. Er war noch nie Bundestrainer und möchte erstmal schauen, wie gut es läuft und ob es ihm Spaß macht. Sollte das Turnier gut laufen, bin ich mir sehr sicher, dass sein Vertrag verlängert. Nee, wird er nicht. Dann wahrscheinlich mit höherem Gehalt in Bereichen, wie es bei Flick der Fall war. Für den DFB ist es auch gut, da das Risiko geringer ist. Tuchel meinte beim Amtsantritt bei Bayern auch, dass er mit seinem kurzen Vertrag 2 Jahre sehr zufrieden sei. Schließlich wissen alle, wie es läuft. Bleibt der sportliche Erfolg aus, trennen sich die Wege ohnehin vorher. Sind alle zufrieden mit verlängert, gar kein großes Thema. Also erstmal finde ich, kann man Vereinstrainer und Nationaltrainer nicht vergleichen. Als Vereinstrainer hast du natürlich in diesen 2 Jahren oder selbst wenn es nur ein Jahresvertrag ist, viel, viel mehr Impact, wie jetzt bei der Nationalmannschaft. Ja, ich weiß nicht, wie viele Lehrgänge haben wir im Jahr? 4 oder 5? Du hast also 4 oder 5 Wochen, wo du arbeitest. So, der Impact ist da jetzt nicht riesig. Ne? Und ich habe es ja ausgeführt in der Reaction, warum ich das so sehe. Und noch mehr Geld wie 4 Mille im Jahr für einen Bundestrainer. Ja, Alter, dann, keine Ahnung, dann bleibt zu Hause. Zu dem Thema Geld will er dafür Lob haben, dass er auf Geld verzichtet und nur noch 4 Millionen verdient. Er hat 30 Sekunden vorher selbst gesagt, dass er kein Lob dafür will und immer noch viel Geld verdient. Und warum soll er das ehrenamtlich machen, wenn ihm so viel Geld angeboten wird? Das würdest du auch nicht machen. Trainer sind genau wie Spieler völlig überbezahlt. Willkommen im modernen Fußball. Keiner zwingt einen Verein oder Verband dazu, so viel zu zahlen. Tuchel zum Beispiel verdient bei Bayern ca. 10 bis 12 Millionen, vorher bei Chelsea noch mehr. Auch hier, für mich ist das immer noch ein Unterschied, ob ich bei einem Verband bin oder bei einem Verein. Ein Verein wie der FC Bayern München, ja, zahlt einem Trainer 10, 12, selbst wenn es 20 Millionen wären, die holt der auch wieder rein. Ja, unser Verband, unser toller Verband, geht finanziell am Krückstock.
Eben auch wegen jetzt einen Hansi Flick, den man rausschmeißt, den man Abfindung zahlen muss, wegen einen Julian Nagelsmann, der 4 Millionen bekommt für, ich habe es gerade ausgeführt, 4, 5 Lehrgänge. Mehr werden es nicht sein in diesem Jahr. Heißt vielleicht 6 Wochen Arbeit plus dann das Turnier, was 4 Wochen geht. Also für 10 Wochen Arbeit. Ja, na klar, guckt er sich zwischendurch Spiele an, muss ein bisschen was nachdenken, Konzept erarbeiten. Aber was hat er alles? Er ist ja nicht erst jetzt Trainer geworden. Dafür bekommt er 4 Millionen. Von einem Verband, der kein Geld hat. Ja. You know what I mean? Vielleicht verstehst du meinen Gedankengang. Ja. Und auf der anderen Seite, in München, wir zahlen diese Gehälter, du kommst in München aber trotzdem noch für 16 Euro ins Stadion. Kommst du das bei einem Nationalmannschaftsspiel? Nein. Kommst du nicht. Stell dir mal die Frage, warum nicht? Ja? Verstehst du mal den Unterschied? Ich weiß es nicht. Der Verband ist nicht nur dafür da, für die A-Nationalmannschaft. Und die A-Nationalmannschaft der Männer explizit, weil das nun mal die ist, die am meisten Ausgaben natürlich macht, finde ich es halt einfach lächerlich, dass sich ein Julian Nagelsmann dann da hinsetzt. Klar setzt er sich dahin und sagt, ja, ich habe auf Geld verzichtet, aber das spielt gar keine große Rolle. Na klar sagt er das bei 4 Millionen. Aber wenn er doch so geil, wie er sich da performt hat, sich hingestellt hat und sagt, oh ja, ich bin hyped, das ist eine EM im eigenen Land, wann hast du mal die Chance dazu, ist für mich eine Ehre, hat er vollkommen recht mit den Worten, was er sagt. Aber warum will er dann noch 4 Millionen kassieren? Warum? Warum? So, er hätte auch sagen können, na klar mache ich das, super gerne, gar kein Problem. Komme ich hier, gib mir obligatorischen Euro, mache ich ein Jahr lang. Bäm. Das wäre ein Zeichen gewesen. Dasselbe wie ein Rudi Völler, der da hockt. Meint ihr, der hockt da für einen Euro? Der hockt da, weil er es bezahlt kriegt, weil er bei Leverkusen nicht mehr gearbeitet hat. Ja, und so kannst du die alle durchgehen. So, und das ist ein riesengroßer Unterschied, ob das ein Verband ist, wo der größte Teil des Verbandes immer noch aus Amateure besteht und der angeblich so den Amateurbereich schätzt und so weiter und so fort. Oder ob du ein Verein bist, der komplett durchfinanziert und ach, ihr wisst, was ich meine, Kommerz durchgetaktet ist. Na klar ist das der DFB auch mit seinen Sponsorenverträgen, die er hat. Ja, aber der DFB geht am Stock, was Kohle anbelangt. So, und dann muss man doch mal sehen, dass es immer noch eine Ehre sein sollte, dass man ausgewählt wird, den Bundestrainer zu machen. Na klar, ist jetzt wieder das Thema, ja, er wurde ausgewählt, weil keine anderen Vernünftigen auf dem Markt sind, verstehe ich alles. Aber dann gerade noch er, für so einen jungen Mann, jungen Trainer, muss es doch eine riesen Motivation und riesen Ehre sein, dass er Bundestrainer sein darf. Und das hätte man auch machen können, ohne 4 Millionen zu kassieren. Ich glaube nicht, dass er die 7 Millionen, die er bei uns im Jahr gekriegt hat, schon alle ausgegeben hat. So, dann kann man auch mal ein Jahr, weil länger wird er diesen Job nicht machen. Das kannst du dir gerne anders ausmalen. Ich glaube nicht daran, dass er den Job länger machen wird, egal wie das Turnier laufen wird. Hätte man auch mal sagen können, jo, alles gut. Ich mache das für den DFB und ich mache das, weil ich stolz darauf bin, weil ich super gerne machen möchte, meine Nation zu vertreten, ihr zu helfen. Weil er wurde ja hingestellt als der Messias, der jetzt einspringt, der uns rettet, der uns hilft. Nee, er kriegt trotzdem 4 verfickte Millionen dafür. So, wenn das so wäre, wie er da verkauft wurde, dann würde er kein Geld dafür bekommen. Punkt. Das ist meine Meinung. Und klar ist im Fußball alles überbezahlt. Da müssen wir nicht drum herum reden. Und genauso ist es eine Frechheit, dass deutsche Nationalspieler Prämien bekommen. Punkt. Auch die spielen in der Nationalmannschaft und sollten stolz darauf sein und nicht zu sagen, ja, wir setzen uns jetzt vor dem Turnier dahin und dann handeln wir erstmal die Prämien aus. Was kriegen wir denn, wenn wir ins Achtelfinale, was kriegen wir ins Viertelfinale, was kriegen wir, wenn wir gewinnen? Yeah, jeder 1 Million, juhu. So, was soll denn der Scheiß? Wo sind wir? So, und dann stellt man sich auf der anderen Seite dahin und sagt, ja, komisch, wir verlieren ja unsere Glaubwürdigkeit bei den Fans, keiner mag uns mehr. Ja, woran liegt das denn? Eben genau an so einer Scheiße. Eieiei.
ich habe gar keine Abneigung gegen Nagelsmann, Alter. Das ist der dümmste Kommentar, den du schreiben kannst. Alto Belly, ey. Junge, 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 ey. Ist das ein dummer Kommentar? Solltest du dich vielleicht mal mit dem Kanal hier auseinandersetzen und dann wüsstest du, dass hier keinerlei Abneigung gegen den Nagelsmann herrscht. Ganz im Gegenteil. Junge, Junge. Ich sehe es anders. Spieler und Trainer sollen beim DFB so verdienen. Erfolgsprämie ist okay, Aufwandsentschädigung auch. Darum ist der größte Verband der Welt pleite. Das Geld sollte in die Basis gesteckt werden. Ja, ganz genau, so sieht's aus, Alter. Nein, da bist du falsch informiert. Der DFB hat finanzielle Sorgen, weil erstens der sportliche Erfolg in der letzten Zeit ausblieb. Weniger Prämien. Zweitens, der Bau des Campus und der Verbandszentrale viel zu teuer war als geplant. Und drittens, wegen der WM-Affäre 2006 und riesiger Steuernachzahlungen. Das Gehalt des Trainers ist für den DFB normalerweise überhaupt kein Thema. Allein Adidas zahlt als Ausrüster laut neuesten Vertrag ca. 50 bis 70 Millionen im Jahr. Damit ist der DFB auf Platz 1. Kein anderer Verband auf der Welt bekommt so viel Geld. Selbst Weltmeister Argentinien kann über solche Summen nur träumen. Dazu kommen noch andere Sponsoren. Ja, und trotzdem zahlen wir für einen Hansi Flick, der noch 2 Jahre Vertrag hat, die 7 oder 8 Millionen, die er kriegt, und jetzt für einen Nagelsmann wieder 4,4 Millionen oder whatever. Obwohl wir, aus welchen Gründen auch immer, finanzielle Sorgen haben. Macht Sinn. Trotzdem ist es lächerlich, einen Trainer 4 oder gar 7 Millionen zu zahlen, und trotzdem sind das auch Kosten. Der DFB müsste komplett umgekrempelt werden. Ja. Aber das sieht jeder anders, ja. Das ist völlig okay. Du kannst auch die Meinung haben, dass der Bundestrainer 10 Millionen verdienen sollte und die Spieler meinetwegen 1,5 Millionen, wenn sie Europameister werden oder sowas als Anreiz oder was auch immer. Das ist ja völlig okay. Ich persönlich sehe es halt so, dass es immer noch eine Ehre sein sollte. Ja. So. Es ist ja, wenn du selber Sport gemacht hast und wenn du dann in der Stadtauswahl gespielt hast oder sowas, ja, dann hast du dich gefreut und es war eine Ehre, dass du das spielen durftest. Und so sehe ich die Nationalmannschaft. Ja. So, und wir müssen mal wieder dahin kommen in unserem Land, dass die Spieler das auch so sehen. Und auch, dass ein Bundestrainer das so sieht. Und nicht immer dieses Rumgeschacher. Aber das ist auch nur meine Meinung. Und aber ich habe es ja gesagt im Vorhinein, ja. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich weg bin. Ja? Weil ich das einfach nicht nachvollziehen kann. Und im Gegensatz dazu treibt man die Eintrittspreise immer weiter nach oben, weil, ja, der Fan, der dann einmal in seinem Leben oder was weiß ich was, die deutsche Nationalmannschaft mal sehen möchte, der da mitfiebert, der kann sich dann unter Umständen nicht leisten. Ja? So, wo ist der Sinn? Das verstehe ich halt nicht. Aber das ist auch nur meine Meinung. Da könnt ihr auch alle gerne eine andere Meinung haben. Das ist für mich gar kein Problem. Ja. Sandro Wagner wird ein super Trainer werden. Ich feiere ihn. Wäre geil, ihn mal bei uns zu sehen. Ja. Weiß ich nicht, ob er das wird. Er hat auf jeden Fall ein paar gute Voraussetzungen, hat ein bisschen was gezeigt in Unterhaching. Wird man sehen, wie sein Weg weitergeht. Vom Charakter her ist er auf jeden Fall ja auf meiner Wellenlänge. Ist halt auch kein Typ, der irgendwie rumeiert oder so, der auch klare Worte findet. Und eine klare Meinung hat, die sie dann auch vertritt. So, deswegen finde ich ihn halt auch ganz sympathisch. Ich hätte dennoch lieber Van Gaal als Bundestrainer gesehen. Er hat die Erfahrung und die Eier, die es braucht. Ja, weiß ich nicht. Kann ich leider nicht zu sagen. Wie gesagt, ich bin die letzten Jahre nicht drin gewesen in dem Thema. Ich kann nicht wirklich beurteilen, welche Art Trainer es gebraucht hätte jetzt. Van Gaal ist natürlich immer ein Trainer, der kann, hat aber auch schon gezeigt, dass er auch als holländischer Nationaltrainer mal gar nichts gerissen hat, dann mal richtig viel gerissen hat. Also auch schwer zu sagen. Ne? Weiß ich nicht. Ich finde die Idee mit dem Ehrenamt wirklich fantastisch. Dann bekommen wir vielleicht auch mal wieder eine Nationalmannschaft, die das Gefühl vermittelt, dass sie für Deutschland spielt und sich zerreißt dafür, wenn es keine Kohle gibt. Da würde ich sehr gerne in Kauf nehmen, dass Deutschland nicht mehr weit kommt. Also so wie die letzten Jahre halt. Ja, aber die Spieler wären doch dieselben. Warum sollten wir dann nicht weit kommen? Oder die Spieler sollten dieselben sein. Ich glaube nicht, dass dann irgendein Spieler sagt so, ja, ich komme jetzt nicht mehr. Weil ich kann keine Millionen verdienen oder so. Weiß ich nicht. Ich finde einfach, es müsste einfach ein anderer Geist so rein. So bei dem Thema Nationalmannschaft. Ja. Die Spieler verdienen alle genug Geld. Also die kommen doch nicht zur Nationalmannschaft, damit sie Geld verdienen.
Also beim besten Willen nicht. Also schon gar nicht irgendwelche Spieler von Bayern, Dortmund, Leipzig, was weiß ich, obwohl Leipzig wird auch noch nicht so die Geld haben. Nehmen wir mal Bayern und Dortmund. So, die Spieler, die da von den Vereinen zur Nationalmannschaft kommen, die schwimmen im Geld. Punkt. Aber diese Spieler sind da noch im Mannschaftsrat und setzen sich dahin und handeln irgendwelche Prämien für irgendwelche bestimmten Erfolge aus. Bei irgendwelchen Turnieren. Alter, die Prämie ist doch, dass du gefeiert wirst von deiner Nation. Von deiner ganzen Nation und nicht nur von deiner kleinen Bubble, für welchen Verein du auch gerade spielst. So, das ist doch mehr, als dir Geld irgendwie aufwiegen kann. Ja? Und dieses Geld wäre, selbst wenn es nur 500.000 ist, beim 30-Mann-Kader sind 15 Mille, dieses Geld ist doch an anderer Stelle beim Verband viel, viel besser aufgehoben. Als bei den reichen Säcken, die damit eh nichts anfangen können. Wie das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Darum geht's doch. Was wäre das denn für ein Zeichen zu sagen, ja, steckt das doch mal in den Frauenfußball oder steckt das in den Nachwuchs oder sonst was? So, das sind doch die Zeichen, die gesetzt werden müssen. Und dann kriegt die Nationalmannschaft auch mal eine Glaubwürdigkeit zurück. Kriegt sie doch nicht. Sie hat ihre Glaubwürdigkeit komplett in Katar verspielt, Alter. Komplett. Aus meiner Sicht. Die Wasserflasche herausholen war der erste Spezialeffekt. Ich bin auf die nächsten gespannt. Eieiei. Die Emojis in deinen Titeln sind gut gewählt und machen es hier noch lebendiger, weil bunt und optisch anschaulicher auf dem Kanal für Zuschauer. Ja, ist halt auf so einem Bayern-Kanal, ich mir gesagt, machst du mal Schwarz-Rot-Gold rein, damit man weiß, dass es nicht um den FC Bayern geht. Super, wie viel Content du raushaust, du bist einer meiner Top YouTube. Oh, 3 Tops das heißt genau das Gegenteil, das weißt du, ne? Seit Pep Guardiola Top ist, oh, ganz gefährlich. Bleib wie du bist, ja, immer. Wie gesagt, den Kanal gibt's ja schon seit 3 oder 4 Jahren, nur da kannte ihn noch keiner. Und wenn du da dir ein Video von anguckst, ist da nichts anderes wie jetzt auch. Mit Abstand der authentischer als diese ganzen Clickbaiter, die mit der Mainstream-Meinung mitziehen, um zu gefallen. Ja, keine Ahnung, ich gucke nicht so viele andere YouTuber jetzt im Fußballbereich. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall für die Worte. Aber nochmal, das sieht immer jeder anders, ne? Das ist auch völlig okay. Mein Gott. Noch 3-mal Top. Oh, jetzt muss ich mir Sorgen machen, Leute. Eieiei. Von 2 Leuten 3-mal Top. Das heißt eigentlich, dass ich im nächsten Spiel nicht starte, ne? Das wisst ihr, oder? War bei Pep auch immer so. Der ist top. Ja, aber ich muss ihn jetzt erstmal rausnehmen. Intrinische Motivation bedeutet, dass seine Motivation aus sich selbst heraus besteht. Also, dass er selber auf die Aufgabe Lust hat. Okay. Bild. Noch nicht gehört. Bei den Spielern, die in die Wüste gehen, besteht keine intrinsische Motivation, sondern da kommt die Motivation aus dem Geld. Ja, definitiv. Also ich glaube, kein Fußballer, obwohl keiner, will ich gar nicht sagen. Es gibt vielleicht immer mal einen oder anderen, der das vielleicht so echt wirklich sieht, so als, ja, ich kann hier beim Aufbau einer neuen Liga irgendwie Vorreiter sein. Aber ja, zu 99% gehen die da wegen der Kohle hin. So. Und das ist ja, was ich meine, auf den Bundestrainer bezogen. Ja, ein Bundestrainer sollte halt nicht wegen der Kohle dahin gehen. Und dann sollte es auch egal sein. Dann sollte er, wie ich hier schon mehrfach gesagt, sollte er eine Aufwandsentschädigung kriegen, so dass er von dem Geld leben kann. Und dann ist gut. Aber keine 4 Millionen im Jahr. Oder vorher Hansi Flick, Alter, der als Trainer eine absolute Nulpe ist. 7 Millionen oder was? Alter, verstehe ich ja. Da können wir gar nicht drüber nachdenken. Hör mir auf. Der Hartmut war wohl auch bei der ersten Welt mit der Hartmut, der war auf jeden Fall. Der hat schon einiges miterlebt, du. Spaß beiseite, ich bin wirklich mal gespannt. So ein schlechtes Gefühl habe ich mit Nagelsmann nicht. Nee, ich auch nicht. Ganz im Gegenteil eigentlich. Ich mag einen Nagelsmann auch. Ich habe einen Nagelsmann auch bei uns gefeiert. Ich war felsenfest überzeugt, dass das bei uns machen wird. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, wenn da nicht so ein Chaos mit Olli und Brazzo gewesen wäre, ich glaube, der Nagelsmann wäre noch Trainer bei uns. Ich glaube, da hat viel auch mit reingefuchst, ja, dass da halt einfach so ein Chaos war. Ne? Dass da auch nicht so der Sport
Sportdirektor da war, der so, bam, habe ich ja auch zu der Zeit oft kritisiert. Nagelsmann ist kein schlechter Trainer, Alter. Das hat er auch seine Station gezeigt. Das hat man bei uns in der Hinrunde gesehen. Nagelsmann hat es dann aber einfach nicht mehr hingekriegt. Ja. Und das war er mit Sicherheit nicht alleine schuld. Da hat einfach der starke Sportdirektor gefehlt, der jetzt mal gesagt hat, jo, jetzt ist hier bis hier und nicht weiter, ja. Und auch vorher schon die Zeit. Guckt euch an, wozu Nagelsmann Stellung nehmen musste als Trainer. Er hat ja mehr Sportvorstand und Vereinspräsident gemacht als wie Trainer auf den Pressekonferenzen. Also er wurde da komplett allein im Stich gelassen. Ja. Dass das irgendwann mal für irgendwelche Sorgen sorgt, ist doch klar. Also ganz wild. Ne? Und ich denke, das ist auch so, was er meinte, von wegen Fehlern gemacht. Ne? Er hätte da halt einfach sagen sollen, ey Leute, ich bin hier nicht der Ansprechpartner. Ne? So, wie gesagt, ich glaube, Nagelsmann unter einer anderen Führung wäre das anders gelaufen. Ja? Ich meine, erinnert euch an die Spiele in der Hinrunde, was wir da für einen geilen Fußball gespielt haben. Kombinationsfußball. Ja. Klar war vieles unglücklich, das mit dem Levi und so weiter. Ja, aber jeder Trainer hat so seine Philosophie und da muss man da auch hinterstehen, da muss man das auch durchziehen. Aber da waren einfach viel zu viele Nebenkriegsschauplätze, die da abgelaufen sind. Also ich glaube auch, dass ein Nagelsmann schon der Richtige sein kann. Die Frage wird halt sein, ähnlich wie beim FC Bayern. Das Schöne ist aber, Neuer wird nicht zurückkommen in die Nationalmannschaft. Nagelsmann wollte Neuer nicht mehr haben. Ja, also das Thema, da braucht Neuer sich keine Hoffnung machen. Bin gespannt, wie es mit Müller laufen wird. Oder Hummels. Ich denke, Nagelsmann hat immer so ein bisschen das Problem, dass er bei dem einen oder anderen halt nicht dieses Standing hat. Ja. Wird zu sehen sein, inwieweit da Rudi Völler reinknallt. Ja, und sagt, hier, klipp und klar, bam, das kann ich mir schon vorstellen. Rudi ist da so ein Typ. Und ich denke auch an Sandro Wagner, der da auch klare Kante zeigt, was sowas anbelangt. Und wenn die ihn annehmen, den Nagelsmann, habt's gesehen bei uns, ja. Mehrere verschiedene Systeme, super geilen Offensivfußball, Fußball, der Spaß macht. Also, ich sehe das auch nicht negativ. Deswegen bin ich sehr gespannt. Aufstellung von Nagelsmann hier vorab können wir nächsten Monat dann checken. Der Stegen, Süde, Rüdiger, Gosens, Heinrichs, Kimmich, Goretzka, Musiala, Gnabry, Sané, Füllkrug. Nee, glaube ich persönlich nicht. Gosens und Henrys weiß ich nicht. Bin ich aktuell nicht im Thema, wie da so die Lage ist. Ich weiß, es gibt noch einen Günther. Ich weiß nicht, wie weit der gerade Form hat oder nicht Form hat. Oder wir werden es schon bei der Nominierung sehen. Ich glaube auch nicht Kimmich und Goretzka, weil alleine er sich schon hingesetzt hat in die Pressekonferenz, gesagt hat, Gündogan ist mein ganz klarer Kapitän. Das heißt, ein Gündogan wird spielen. Punkt. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Man nennt nicht einen Spieler zum Kapitän und stellt ihn da nicht auf. Also der fehlt schon mal komplett. Ja. Und Kimmich und Goretzka, ich bin mal gespannt. Musiala, ja, ist natürlich gesetzt. Gnabry glaube ich auch nicht. Du hast mit Wirtz und so weiter viel, viel mehr Auswahl und Qualität. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich bin gespannt. Es wird interessant sein, ja. Ich denke, dass Sandro als Typ noch wichtiger ist als der Trainer selbst. Ja, das kommt darauf an, wie viel Einfluss Sandro haben wird. Oder auch nicht haben wird. Nagelsmann, mein Mann. Ja. Flick als neuer Dortmund-Trainer incoming. Ach. Der Flick ist kein Trainer, Alter. Der Flick ist ein Betreuer. Ja, ist so. Wenn das eine funktionierende Mannschaft ist, kann der Flick, ist er eine Granate. Aber das ist ja in Dortmund nicht der Fall. Also nein. Ich meine, ein bisschen Ahnung hat der Aki ja auch, ne? Hätte ich die PK im Original gesehen, hätte ich spätestens nach 3 Minuten abgeschaltet. So habe ich zumindest 30 Minuten durchgehalten. Trotzdem schade um die Zeit, wenn das die neue Aufbruchstimmung symbolisieren soll. Gute Nacht. Nehme mir für den nächsten Sommer mal anderes vor, als EM zu gucken. Allerdings ist Sandro Wagner sicherlich eine sehr interessante Personalie. Zu den Fragen sind nun mal deutsche Journalisten. Ja, aber gut. Aufbruchstimmung, ja, weiß ich nicht.
Wie gesagt, ich bin da nicht im Thema drin. Ich gehe da frisch, fromm, fröhlich, frei rein nach etlichen Jahren Abwesenheit der Nationalmannschaft. Weil ich gespannt bin, was der Nagelsmann da macht. Aufbruchsstimmung, ja. Also, nochmal, es wird nicht mehr bei mir diese Zeit kommen, wo ich steil gehe, im Stadion hänge oder auf irgendwelchen Open-Air-Events bin und durchdrehe, wenn wir ein Tor schießen oder sowas. Ja, wie es beim FC Bayern tue. Das werde ich mit der Nationalmannschaft, glaube ich, nicht mehr haben. Ich möchte es nicht ausschließen, keine Ahnung. Vielleicht wird das nochmal entfacht, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, habe ich schon mehrfach gesagt, hier so ein paar Gründe, die da einfach reinspielen. Aber wer weiß, vielleicht entfacht der Nagelsmann da ein bisschen was. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Da ist er ja wieder, der Hamster. Ich hatte bei der Reaktion gut zu lachen. Hallo, das hat er selber gesagt, ne? Das sollte keine Beleidigung sein. Muss ich ja nochmal nach oben scrollen. Vielleicht hat deswegen derjenige auch gedacht, so ich hate den Nagelsmann oder so. Ist natürlich ein Insider zwischen Julian und uns. Aber hat er sich ja selber dargestellt auf der Pressekonferenz beim FC Bayern. Christian Falk nennt sich Bayern-Insider und er fragt dann solche Dinge. Ja, Christian Falk ist unser absoluter Bayern-Kenner, ne? Ich wollte auch immer mal in so einen Podcast reinhören von Ihnen. Habe ich auch noch nicht gemacht. Falk, ein peinlicher kleiner Egomane. Was ist denn los, Alter? Ein peinlicher kleiner Egomane, der sich gerne im Rampenlicht sieht. Seine x-fach verschachtelten Fragen sind nur nervig. I don't know. Bin ich drin in Christian Falk-Thema, Alter. Konnte der FCB den Nagelsmann nicht für das eine Jahr an den DFB verleihen? Das habe ich auch überlegt. Bei Spielern geht das ja auch. Wenn er danach weitermachen will, okay. Wenn nicht, hat man die Chance auf eine Ablösesumme. Keine Ahnung, ob sowas möglich gewesen wäre. Wäre mit Sicherheit möglich gewesen. Aber das habe ich mich auch gefragt. Habe ich auch drüber nachgedacht. Warum hat man das eigentlich nicht gemacht? Ich meine, man weiß ja auch nicht, wie es sich entwickelt. Vielleicht hätten wir auch dann auf einmal wieder Not am Mann gehabt. Und vielleicht hätte er eine gute EM gemanagt und möchte dann doch wieder im Vereinsfußball. Ich meine, die Führung wurde ausgetauscht. Hätte er jetzt da auch nichts gegen gesprochen, man sagt, ja komm Julian, dann probier's nochmal. Der Kader wäre ja auch zu großen Teilen anderer gewesen. Warum denn nicht? Ne? Habe ich mich auch gefragt. Hätte man doch machen können. Ja, keine Ahnung. Dass da ein Watzke mitreden darf, und das sage ich als Dortmunder, der redet doch in Dortmund schon allen rein. Ja, weiß ich, da sage ich nichts zu. Nee, ich sag da nichts zu. Ich möchte da keinen Dortmundern Unrecht tun oder so. Ich finde es halt nur fragwürdig, wie der Aki damals nach Dortmund gekommen ist. Wie er sich so in das Fußballgeschäft so reingeschummelt hat. Ach, weiß ich nicht. Und dann jetzt irgendwie der große Messias für den deutschen Fußball sein soll. Weiß ich nicht, fühle ich nicht so, weißt du? Aber wie gesagt, ich kann mir da auch kein Urteil wirklich erlauben. Das ist einfach meine unwissende persönliche Meinung. Vielleicht ändert sich die im Laufe, wenn ich mich ein bisschen mit der Nationalmannschaft jetzt beschäftige. Wer weiß. Intrinistisch haben wir schon gehört. Von innen heraus, also Eigenmotivation. Das Gegenteil von extrinsisch. Alter, ich kann es noch nicht mal aussprechen. Extrinsisch. Intrinsisch. Okay. Geiler DFB-Präsident, der verkörpert so richtig den Fußball, allein schon die Rhetorik. Also genau das, was Knappi und Co. fehlt. Schon schwierig, ne? Ich weiß nicht. Ich könnte da so richtig reingehen in die ganze Geschichte, ne? Aber ich darf es halt nicht. Ich kann mir eigentlich in der PK bin ich schon viel zu viel eskaliert. Dafür, dass ich da gar nicht im Thema bin seit Jahren, ist das halt alles einfach so Stand von vor 4 oder 5 Jahren und rein. Ehrenamt gibt es nur bei uns in den Dorfclubs. Ja, leider Gottes. Man muss ja auch nicht so richtig Ehrenamt haben. Wie gesagt, man kann ja irgendwie so einen kleinen Obolus. Man könnte ja sagen, keine Ahnung, so Bundestrainer ist max 1 Mille im Jahr. Punkt. Ja. So. Es reicht doch. Du wirst doch wohl mit 1 Million ein Jahr lang auskommen. Egal, was du gerade für einen Lebensstil hast. So, da wäre doch okay. Aber dass man dann da noch hier mit den Beratern und da musst du noch verhandeln und hier und da und Erfolgsprämie und da. Alter, da kriege ich einen Kackreiz einfach.
Sowohl bei Spieler wie bei Trainer. Oder Sportdirektoren oder was weiß ich, was da alles rumeiert beim DFB. Junge, manchmal steigerst du dich echt ein bisschen krass rein. Nö, ist einfach meine Meinung dann in dem Moment. Bezogen dazu, das fehlt im deutschen Fußball. Es ist real und hat mit seinen Aussagen absolut recht. Mit ihm würde ich ein Trinken gehen. Ja, mein Gott, man polarisiert immer. Ja, das ist ja bei allem so. Ist ja nicht nur bei FC Bayern so, ist aber generell beim Thema Fußball so. Der eine sieht das so, der andere so. Ja, man kann das wieder so sagen, ja, das ist ja normal, heute ist alles Kommerz im Fußball, es geht nur noch ums Geld, das ist völlig normal, ist auch richtig so, dass die alle so viel Geld verdienen. Ja, so, ich sehe das halt ein bisschen anders, ich sehe das auch bei uns kritisch. Habe ich auch schon oft genug. Damals bei der Verlängerung mit Kingsley Coman, Alter, wie er da rumgeschachert hat. Mit der Verlängerung von Gnabry, von Kimmich, Goretzka, von Neuer und Müller. Ja, bin ich genauso reingegangen. So. Das ist halt meine Meinung. Und wenn man so als Müller oder Neuer sich da hinstellt bei dem Verein, wo ich seit über 10 Jahren bin, wo ich schon jedes Jahr 20 Mille bekomme, sagen wir mal, die wären nur 5 Jahre. Das heißt, die haben 50 Mille in 5 Jahren gekriegt. Netto. Stellen sich dann dahin mit 31 oder 32 und wollen dann nochmal für eine Vertragsverlängerung für 1 Jahr nochmal mehr Geld haben. Alter, dann. Weißt du? Das hat nichts mit dem DFB zu tun, das ist generell im Fußball. Und da war ich auch beim FC Bayern kurz davor an so einem Punkt. Alter, wo es, hätte ich dieses YouTube nicht gemacht und meine Meinung oder meine Luft da abgelassen, ich glaube, ich würde auch kein Bayern-Spiel mehr gucken. Ich glaube, ich wäre komplett weg vom Fußball mittlerweile. Das hätte mich so zerfressen von innen. Weil auch da verstehe ich das nicht. Oder habe ich es nicht verstanden? So Neuer, so Müller, die müssten doch dann sagen, jo, alles klar, wir machen jetzt Jahresverträge, ich bin 32, wir gucken mal, wie es läuft, machen mal die Hälfte. Ja, und das wäre, weißt du, da könnte man auch sagen, jo, ich bin hier Vereinsikone, komm, ist gut, nehmen wir die Kohle und gib die mal in irgendeinen Superstar, der uns verbessert. Ich habe hier so viel verdient in meinem Leben. So, weißt du? Oder wenn du die Kohle kriegst, keine Ahnung, gib sie weiter. Bild. Und dann kommt mir nicht immer mit den Aussagen, ja, wenn du so viel Geld hättest, würdest du das auch nicht machen. Das wisst ihr doch gar nicht. Ihr kennt mich doch gar nicht. Das sind immer so Argumente, Alter. Da kannst du recht haben, im Sommer ablösefrei bei BVB. Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Da ist er wieder. In Van Gaal wäre die beste Lösung gewesen. Ja, ich glaube, ein Zidane wäre auch noch auf dem Markt, oder? Ist der schon irgendwo? Ich glaube, wäre auch eine gute Lösung gewesen. Habe auch das auch gehofft, für die 9 Monate wäre das die beste Lösung. Ja, aber die Frage ist auch, ob er das überhaupt gemacht hätte, weil er Bock drauf hätte für 9 Monate, der Louis. Wäre auf jeden Fall auch super interessant gewesen. Allein seine PKs waren bei uns legendär. Hätte ich schon gefeiert. Also wenn die Jungs die EM verhauen, armer Jule. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin da nicht im Thema, um das irgendwie gerade seriös beantworten zu können. Tuchel wird der Dritte nächstes Jahr und bei uns kommt Alonso, dann alles gut. Das glaube ich nicht. Nagelsmann finde ich richtig geil zum DFB, bin Nagelsmann-Fan. Jo, das ist doch schön für dich. Dann siehst du doch ein bisschen was. Bin auch sehr gespannt auf den Julian Nagelsmann beim DFB. Überrascht mich, dass du das DFB-Trikot trägst. Ja, habe ich ausgekramt. Hier, jetzt sogar das zweite jetzt. Das ist schon uralt. Wenn ich aufstehen würde, würdest du mal eine dicke Plauze sehen, aber obenrum ist okay. Das war noch hier, da war ich noch richtig. Ja, ist halt ein Video zum DFB. So, da muss ich ja wenigstens ein Outfit anziehen. Kann ich mich ja nicht hier hinsetzen als, was weiß ich, oberkörperfrei oder was. Komisch, dass Flick immer durch Nagelsmann ersetzt wird. Schon wild, ne? Vielleicht haben die ein geheime Absprache. Top. Ja, zweimal top ist okay. Bayern hat zu viel Geld, einfach mal Millionen im DFB geschenkt. Ja, ist ja nicht das erste Mal. Naja, dafür wird man sich halt eventuell ein Entgegenkommen in anderen Bereichen erwarten. Aha. Welchen Bereichen denn bitte? Mir ist schon klar, dass der Rettich jetzt in diesen Bereichen ist. Da gibt's gar kein Entgegenkommen mehr, da gibt es nur noch in die Fresse. Ja? Also nein. Da gibt's kein Entgegenkommen. Wir sind nicht in der Politik und
in irgendwelchen Vorständen zugange. Nee. Du hast doch gesehen, es sollte eigentlich ein Abschiedsspiel für Hansi Flick geben. Also ein Ablösespiel. Das ist 2 Jahre her. Ja, wir werden das jetzt mal intensivieren. Ja, so viel zu der Gegenleistung. Der bleibt nur bis nach der EM, denn nach dem frühen Ausscheiden kehrt er zurück zu den Bayern. Der DFB wird nur das Gehalt bis zur EM übernehmen oder es passiert ein Wunder und wir kommen weit in diesem Turnier. Der DFB stellt ihn langfristig ein. Nee, er kommt ja nicht zum FC Bayern. Der Vertrag ist ja aufgelöst. Durch eine Einmalzahlung, die wir noch getätigt haben. Und ich glaube auch, dass er nur die WM macht. Auch wenn er sie gewinnt, wird er nur die WM machen. Der ist einfach noch viel zu jung, um zu sagen, ich mache nur so einen Teilzeittrainer. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt die Chance musst du mitnehmen. Jeder Trainer, der gerade frei wäre, diese Chance gekriegt hätte, hätte gesagt, jawohl, mache ich. Wann kann ich denn mal Bundestrainer und kann mal eben schnell in 9 Monaten einen EM-Titel absahen? Allein im eigenen Land ist schon immer ein Faktor X. Musst du ja machen. Was hast du zu verlieren? Ja? Wenn es nicht klappt, kannst du sagen, ja, die Mannschaft wurde vorher so über Jahre niedergetrampelt und da konnte ich jetzt auch nichts mehr groß reißen. So, in der Kürze der Zeit, weil so viele Lehrgänge hat er ja nicht. Also kann er das ja bringen. Und auf der anderen Seite kann er sagen, Alter, hier, ich bin gekommen, bam. So, er kann nur gewinnen eigentlich. Also er hat nichts zu verlieren in meinen Augen. Und ja, er wird danach als Trainer irgendwo arbeiten, was auch verständlich ist. Ne? Er hat jetzt Pause gemacht, macht jetzt da ein bisschen den Teilzeit-Johnny. Mit viel Glück, wenn der DFB die Eier hat, übernimmt danach Sandro Wagner. Wenn der da Bock drauf hat. Wer weiß. Aber ich glaube, dass der Nagelsmann danach aufhört. Er wird wieder in den Vereinsfußball gehen. So sichert sich wohl DFB auch ab, läuft es nicht, so können wir so beenden. Man kann aber auch nicht alles auf Nagelsmann abschieben, Fans mitnehmen und so weiter. Nach einem Spiel schwer entfachen, dauert noch etwas und Bayern ist wohl auch mega entgegengekommen. Hansi geht nach BVB, Aussage Wischiwaschi, gucken, ob besseres Angebot kommt. Also, ich glaube nicht, dass ein Flick zum BVB geht. Ich glaube nicht, dass der Watzke so blind ist. Dass der DFB sich so absichert, ich glaube nicht, dass das vom DFB kam. Ich glaube nicht, dass das vom DFB kam, dass der gesagt hat, ach lieber Julian, wir möchten nur die 9 Monate machen. Das kam ganz klar vom Nagelsmann. 100 Pro. Ist aber auch nur meine Meinung. Ich bin natürlich, saß nicht dabei am Tisch. Vielleicht war es anders. I don't know, ist einfach meine Meinung. DFB finde ich geil. Voll. Beim BFC sollte keiner sitzen, der gleichzeitig in Verein ist. Das sehe ich genauso. Da spielt es auch keine Rolle, ob es von Bayern, Dortmund oder sonst was ist. Ja, sehe ich auch so. Schau gerade Bochum-Spiel, De Ligt wird ausgewechselt während der Halbzeit, sprachlos. Doch angeschlagen. Die Euphorie wird bald wieder fallen, wenn mal ein ernster Gegner kommt und wenn es um was geht. Kannst du mit deiner Glaskugel auch die Lottozahlen vorhersagen? Ja, das denke ich halt auch. Also ganz ehrlich, Nagelsmann ist ein guter Coach. Und wir haben, guck mal, das ist ähnlich wie beim FC Bayern. Wir haben Offensivpower, bis der Arzt kommt. Und die haben wir natürlich auch in der Nationalmannschaft, weil da hast du die Bayern-Spieler und hast trotzdem dann noch einen Wirtz, Mukoko, wenn man da die Eier zu hat. Ansonsten hast du einen Füllkrug, du hast einen Harvard, obwohl er ja auch immer so wischiwaschi ist. Und wirst mit Sicherheit auch noch den einen oder anderen haben, den ich jetzt gerade gar nicht auf dem Zettel habe. Das heißt, du hast Offensivpower, bis der Arzt kommt. Und Nagelsmann kann super offensives Spiel gestalten. Ja? Also es könnten wirklich super interessante Spiele werden. Klar, hinten haben wir auch so dasselbe Ding wie bei Bayern. Außer, dass wir irgendwie nicht wirklich Verteidiger haben, Außenverteidiger, außer hier Hinrichs und Gosens. Obwohl ein Gosens jetzt gar nicht so schlecht ist. Hinrichs kann ich nicht beurteilen. Da habe ich zu wenig irgendwie auf dem Schirm. Aber ich habe Gosens jetzt schon bei Union gesehen, 2 Spiele. Ja, es wird sehr interessant. Definitiv, Leute. Ja. Vielleicht wird ein Nagelsmann auch ein Kimmich davon überzeugen, in der Nationalmannschaft für den EM-Titel den rechten Verteidiger zu geben. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Mal abwarten. Aber ich denke, Nagelsmann kann da für so einen kurzen Zeitraum, ich glaube, er ist schon ein Typ, der die Leute mitnehmen kann. So. Ich glaube schon. Bin gespannt. Okay, das weiß man mittlerweile. Nach der EM geht Julian ablösefrei zum BVB. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
Ich glaube, ein Teil von ihm ist auf Rache aus und will uns mit dem BVB schön auf den Sack gehen. Ach, auf Rache aus. Ist doch gut. Also nochmal, wenn Nagelsmann zum BVB geht und er da die Ruhe kriegt, die er bei uns nicht hatte, durch die katastrophale Führung zu der Zeit, kann der richtig was aufbauen. Ja? Und kann auch ein guter Konkurrent werden. Und das kann doch nur gut für die Liga sein. Ohne Frage. Und endlich mal wieder eine zweite richtig starke Mannschaft in der Champions League kann uns doch auch nicht schaden. Ja? Und wenn da noch ein Alonso noch 2, 3 Jahre in Leverkusen bleibt, wird da auch was heranwachsen. Dann haben wir sogar 3. Und Leipzig darfst du auch nicht vergessen. Also es wächst doch gerade was. Also ich habe da gar kein Problem mit. Ganz im Gegenteil. Also, ja, um dann wieder Platz 4 ein paar anzupeilen. Ja. Naja. Ihre Kommentare zu dem Thema gefallen mir. Viel Blabla hätte ich so auf einer Generalversammlung geredet, wären die Leute eingeschlafen. Wo ist Frank? Ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, ob die Jungs vom DFB oder mich. Aber ja, jeden seine Meinung. Nach Julian Nagelsmann kann Tante Tuchel 2024 die Regenbogentruppe übernehmen. Ja, also diesen Regenbogentruppe verstehe ich gerade auch nicht. Möchte ich dir jetzt auch nicht irgendwas unterstellen, von daher lasse ich den mal stehen. Mario Barth-Niveau sehe ich auch so. Ja. Mal abwarten. Nee, Tuchel macht das nicht. Obwohl, wer weiß. Alles ist möglich. Fußball. Ey, was? Ja, der Christian kann auch nicht auf den Tuchel, ne? Aber was heißt denn mit Toren geizen? Das sparen wir aber dann mit Toren. Ich meine, wenn wir jetzt gegen Bochum 7 gemacht, was ist denn da los? Die Verantwortlichen beim DFB reden so, als ob sie entweder Scham empfinden oder irgendwas rechtfertigen müssen. Peinliche Geschichte, überhaupt jetzt den Trainer zu wechseln. Alles ein bisschen schwul. Hm. 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 Ich weiß gerade nicht, wie ich das interpretieren soll. Das ist schon ähnlich wie diese Regenbogentruppengeschichte. Alles ein bisschen schwul. Soll das jetzt als Beleidigung gelten? Soll das also was soll das gelten? Ist doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Klär mich gerne auf. Ich werde mir überlegen, ob ich den noch ausblende. Ansonsten reden so, als ob sie Scham empfinden oder irgendwas rechtfertigen müssen. Weiß ich nicht, habe ich jetzt nicht so wirklich empfunden. Peinliche Geschichte, überhaupt jetzt den Trainer zu wechseln, finde ich auch nicht. Ja, wenn es ein Hansi halt nicht hinkriegt, was willst du da machen? Willst du dann mit so einer schlechten Stimmung, wie es war, in die Heim-EM gehen? Bringt dich auch nicht weiter. Also versuchst du doch nochmal was. Also das finde ich schon okay. Mal ganz ehrlich, diese Gelddiskussion ist doch Quatsch. Die Mehrheit würde die Millionen annehmen, wenn man sie angeboten bekäme. Ja, na klar. Darum geht es doch gar nicht. Aber ich lese erstmal weiter. Wenn ich dann höre, ich würde nie, ja, nee, ist klar. Was ich verstehe, ist, wenn man die manchmal scheinheiligen Formulierungen kritisiert. Aber grundsätzlich kann man sich auch mal gerade machen und sich eingestehen, dass man ein Angebot annehmen würde, wenn man so viel Geld in einem Jahr bekommt wie in sonst 5 Jahren. Angebot und Nachfrage. Ja, darum geht es doch gar nicht. You know? Es geht doch nicht darum, wenn einer zu dir kommt und sagt, hier, du hast jetzt 5 Millionen und wirst Bundestrainer. Ja, na klar. Müssen wir doch nicht drüber reden. Aber genau darum geht es doch. Es sollte doch gar nicht so sein. Ja, es sollte doch eine Selbstverständlichkeit sein, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, möchtest du nicht gerne den Bundestrainer jetzt für 9 Monate machen? So, da müsste man nicht fragen, wie viel verdiene ich oder was kann ich rausschlagen? Da müsste man sagen, ja, na klar, es wäre mir eine Ehre für den Verband zu arbeiten, unsere deutsche Nationalmannschaft in eine EM zu führen und nicht anders. Und dasselbe bei den Spielern. Punkt. Junge, du verstehst gar nicht den Ansatz, von dem ich rede. Ja, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, pass mal auf, du kriegst für denselben Job ab nächstes Jahr das 5-fache, wenn du zu uns kommst, ja, dann sag ich auch, ja, na klar, warum denn nicht? So, da müssen wir uns alle nichts vormachen.
So, aber bei mir ist auch nicht so, dass ich schon so viel Geld angehäuft habe, dass ich davon mein Leben lang leben kann. So wie es bei jedem verkackten Fußballer und verkackten Trainer, die da hocken, der Fall ist, Alter. Das kannst du doch gar nicht alles in Relation setzen. Und wenn ich 10 Mille habe, ja, und davon schon leben kann, und dann kommt jemand zu mir und sagt, hier kriegst du noch mal 20, wenn du deine Seele verkaufst, dann würde ich Nein sagen. Und das kannst du mir glauben oder eben nicht. So, Punkt. Du kannst doch nicht den Otto Normalverdiener mit jemandem vergleichen, der schon so viel Geld hat, dass er sein Leben lang keine Sorgen mehr hat. Was ist das denn für eine Argumentation? Junge, Junge, Alter. Und wenn man so ein Typ ist, dass man so viel Geld hat, dass man sein Leben lang versorgt ist und dann immer noch geiert, ja, dann kannst du mir glauben, dass das nicht jeder Mensch auf dieser Welt machen würde. Da gibt es genug positive Beispiele, die nicht Elon Musk heißen. Junge, Alter. Was eine Aussage. Mann, 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 Digga, ey. Guck dir Keanu Reeves zum Beispiel mal an. Mach dich mal schlau über den, was der mit seinem Geld macht. Immer dieses, dass man von sich selber auf andere schließt, weißt du? Dass man andere unterstellt, sie seien scheinheilig, wenn es um Geld geht, Alter. Geld ist das Dingen, damit du lebst. So. Ja, für den einen oder anderen ist es vielleicht mehr, für mich ist es nicht mehr. So, wenn ich einmal 10 Mille verdienen würde, so mit 10 Millionen, Alter, ja. Da lebe ich, bis ich den Löffel abgebe, aber mehr als gut. So, alles andere, was du mehr kriegst, was willst du denn damit? Kannst du dir auch Sparbuch packen, um was zu tun. Komplett uninteressant. Und gerade im Sportbereich, gerade im Fußballbereich. Das ist einfach absurd, was diese Menschen an Geld bekommen. Junge, Junge. Aber jeden seine Meinung. Ja, wenn du der Typ bist und die Schnauze nicht voll kriegst, wenn dir das Geld in den Arsch geschoben kriegst, ja, dann ist das so. Aber da musst du nicht allen anderen Leuten unterstellen, dass sie genauso wären. Ich glaube nicht, dass alle Menschen genauso wären. Mal ganz klar zu sagen. Der DFB-Präsident kassiert pro Jahr 246.000 Euro für den Arbeitsaufwand und die Verantwortung, ist es doch völlig in Ordnung. Weiß ich nicht. Fühle ich nicht. Nee, fühle ich nicht. Also 20.000. 20.000 im Monat. Dafür, dass er DFB-Präsident ist. Ja, I don't know. Bin ich nicht im Thema. Vielleicht ist das gerechtfertigt. Ist auf jeden Fall keine 4 Millionen im Jahr wie Julian Nagelsmann. Also von daher. Sagen wir mal, das ist gerechtfertigt. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was seine kompletten Aufgaben sind, wie viel Arbeitsstunden er am Tag hat und so weiter und so fort. Aber klar, bei so einem großen Verband, wenn er wirklich da alles im Blick hat, was ich nicht glaube, da wird's ja jede Unterabteilung hat seine Leute da hocken. Ja, aber das ist ein Betrag, wenn du dann siehst, was so ein Verband einnimmt, der vielleicht im Rahmen ist, ja. Mag so sein. Aber dann ist es ja noch trauriger, wenn du das dann in einem Verhältnis zu einem Coach setzt. Ja? Also der Präsident kriegt dann nur 246.000, aber ein Bundestrainer, der x Wochen im Jahr nur irgendwie arbeitet, bekommt 4 Mille. Passt ja dann schon nicht. Also ja, wenn man es so rum sieht, ist es dann mehr als gerechtfertigt. Ich lache mir regelmäßig den Arsch ab bei deinen Kommentaren. Heilige. Was? Heilige Scheiße oder heilige? Ja, ist doch schön. Dann hast du doch Spaß, oder? Lach ruhig gerne weiter. Ist völlig okay für mich. Jetzt Flick zurück zum FCB holen. Da muss ich einen Daumen nach unten geben. Kriegst natürlich das Herzchen für den Kommentar, aber das ist ja der größte Schwachsinn, den man schreiben kann. Ich denke, das ist nicht ernst gemeint, ist sarkastisch gemeint, denke ich. Spinnst du? Der Flick hat alles Mögliche
Und unmöglich getan, um den FC Bayern zu verlassen, auf Kosten des FC Bayern noch dazu. Dem konnte ich Gift geben. Was? So wie das mit Hansi abgelaufen ist, hat er bei Bayern keine Chance mehr. Der muss er auch nicht. Wir wollen den Hansi nicht haben bei uns. Was ist denn los, Leute? Hansi habe ich mehr als genug gesagt, was meiner Meinung nach er für eine Art Trainer ist. Gut, das hielt sich ja noch im Rahmen hier. Ich habe schon mit ein bisschen mehr so Kommentare gerechnet. Also von daher, erstmal danke, dass ihr euch hier im Zaun gehalten habt. Hier gilt dasselbe wie bei Thema über den FC Bayern München. Jeden seine Meinung war. Ihr müsst meine Meinung nicht teilen. Ich will euch auch nicht von meiner Meinung überzeugen. Solange ihr mich nicht von eurer Meinung überzeugen wollt in den Kommentaren, ist für mich jeder Kommentar okay. Auch hier sowas. Dass du dir den Arsch ablachst, ist für mich völlig okay. Wenn das deine Intention ist, das hier rauszulassen, wenn du das Video angeguckt hast, ist doch okay. So, dann guckst du das nächste Video, lachst dir weiterhin den Arsch ab, oder du guckst das nächste Video nicht. Und das ist doch auch okay. So, wenn du Spaß daran hast, dir den Arsch abzulachen, guckst das Video. Wenn du keinen Spaß daran hast, dir den Arsch abzulachen, guckst das nächste Video nicht. Und alles ist doch fein. So sieht's aus. Gut, in diesem Sinne, Leute, ich weiß nicht, wann die nächste Länderspielpause ist. Ich kann ja mal nebenbei eben gucken. Ich kann euch ja mal hier auf den Bayern-Talk stellen. Länderspielpause ist, glaube ich, gar nicht so lange hin, oder? 14.10. schon. Lol, echt? USA, Deutschland. Und 18.10. Mexiko, Deutschland. Ja gut, da sollen jetzt wohl 2 Siege rausspringen, wa? Und dann 21.11. gegen Österreich. Okay, also haben wir nur diese 3 Spiele, oder was? Obwohl dieses Jahr nur noch, okay. Nee, okay, das sind ja dann auch nur noch 3 Wochen. 14.10. Dann geht's ja voll rein in die Nationalmannschaft, Alter. Geil! Ja, Halleluja, da könnt ihr euch aber auf was gefasst machen. Ich nehme da kein Blatt vom Mund, das ist wie beim FC Bayern, ne? Boah, wie das weiß überstrahlt. Das liegt daran, weil das Fenster weiß ist, ne? Ja. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da. Ja, und ansonsten jeden seine Meinung. Und alles ist gut, ne? Wir sehen uns, wer Bock hat. Zu einer kleinen Spielanalyse oder vielleicht schon zu einer kleinen Meinung zu der Kaderzusammenstellung, wenn die denn frühzeitig rauskommt, vor dem nächsten Nationalmannschaftsspiel wieder. Tschüssi!